Christkindli kommt am schnellsten, wenn ihr Romanesco mit Brokkoli und ein bisschen Blumenkohl mischt. Wie das funktioniert, dass es noch fein schmeckt, das sehen wir jetzt gerade. Wir haben heute 3 verschiedene Blumengemüse. Stopp! Also, Jetzt zuerst liken, unten kommentieren, teilen, dann können wir so Sachen weitermachen. Sonst nicht. Patricia, willst du noch vielen weitermachen? Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Und Dankeschön. danke auch. 3 verschiedene Blumen, haben wir dann einen Blumenstrauß auf dem Teller, ist die Idee. Die sollen schön noch bissfest sein, durch sein, mit einem bisschen knusprigen Effekt, dann Mandel, butterig und mit dem richtigen Gewürz. Natürlich das Herdöpfelgewürz und das Gemüsegewürz. Das ist einfach zu merken, Gemüsegewürz. Herdöpfelgewürz weiß man hier schon. Bubi, da braucht es immer. Also du bleibst da, wir machen das gerade zusammen. Das heisst, ich Du bin weg. gehst, genau, und kommst aber gleich wieder. Dankeschön, bis nachher. Ciao, ciao. Ciao. Und du bleibst. Ich habe die Gemüse alles so in Blümchen geschnitten. Und jetzt der Trick. Da unten mache ich so einen Kreuzschnitt. Das sorgt dafür, weil dieses Teil hier von der Blumengemüse, die kochen schneller als der Strunkteil. Und so, wenn ich das so geschnitten habe, kann das kochende Wasser oder der Dampf, wir machen das in Dampf, auch reingehen. Und dann wird alles so gleichmäßig gekocht. Das mache ich wirklich bei allen. Alle Stückchen hier habe ich so vorbereitet, egal ob es Blumenkohl, Brokkoli oder Romanesco. Ich habe das immer so gemacht, dass die nachher auch gleichmäßig kochen. So. Und auch wenn ich im Ofen machen würde, würde ich das Gleiche machen hier. Das ist wirklich ein guter Trick. Und jetzt mache ich das bei mir in Dampf. Ich habe natürlich hier super spezielle, so zweistöckige, aber es ist nicht unbedingt notwendig, man kann auch mit einstöckig machen. So hat der Vorteil, dass ich ganz viel aufs Mal machen kann. Verteile ich einfach die Gemüse da. Und das mit dem Blumengemüse, ich habe das so in die Einkaufsliste eingegeben, dass man sollte Romanesco kaufen, Brokkoli und Blumenkohl. Man hätte natürlich auch nur mit 2 Sorten machen können oder mit einer sogar. Okay? Das ist eine kleine Luxusvariante. Weil ich finde, wenn man zum Beispiel schon Romanesco bekommt, wenn man nur Romanesco nimmt, ist schon fantastisch schön nachher. Oder nur Blumenkohl oder nur Brokkoli. Es gibt Leute, die haben Blumenkohl nicht so gern. Kann man auch nur Brokkoli nehmen. Da lege ich jetzt so drauf. Das geht gar nicht, weil ich so viel gefüllt habe. Aber jetzt. Und dann mache ich hier das Blumenkohl noch. Die Rezeptmenge siehst du wieder unten hier bei uns. Wenn du schon nach unten gehst, kannst du gleich den Kanal abonnieren. Und jetzt lasse ich das hier. Ich habe meinen Herd eingeschaltet. Ich mache zu, lasse das kochen, vergiss es aber nicht. Ich werde nur kurz aufräumen und immer wieder kontrollieren, ob sie schon, weil sie müssen jetzt wie bei der Teigwaren so al dente sein. Also sie müssen Anfang kocht sie, aber noch fest, weil nachher machen wir das noch in die Pfanne mit Butter und der kocht natürlich ein bisschen weiter, oder? So, das geht relativ schnell mit dem Dampf. Und ich sage oft, außer meine Freundinnen und so, wenn ich irgendein Kochutensil würde empfehlen, dann wäre so ein Dampfkörbli. Man kann so viel machen, es ist so schnell und ich habe es gern. Also es ist kurz, ich glaube, mit dem kann ich so gut lupfen. Mehr oder weniger. Mache ich einmal da. Ich habe es kurz überprüft. Da hast du, ich glaube, gar nicht gesehen. Ich bin einfach kurz mit dem Messer da und habe gemerkt, die geht innen. Also das Messer geht innen, aber es hat noch einen Widerstand. Weißt, es geht nicht so butterweich innen. Und da ist die Idee, das ist, was ich jetzt will. Ich probiere mich nicht zu verbrennen, ich brauche nämlich die Flinger noch zum Kochen. Ne? So, jetzt. Ja, 2 daneben. Liegt noch drin. So. Und so. Habe ich das jetzt gekocht. Eben. Noch sehr al dente. So sehr bissfest sind sie noch. Aber das, was ich wollte sagen, die behalten noch die Farbe. Siehst, die Brokkoli sind noch satt grün, Romanesco auch. Blumenkohl bleiben beige halt. Und jetzt kann man das schön in Butter weitermachen, ohne dass sie verkocht sind.
Jetzt brauche ich die zweite Pfanne. Eine Bratpfanne. Zuerst ohne gar nichts. Und da werde ich meine Mandel kurz unter Aufsicht anrösten. Ich will, dass diese Mandel mehr Aroma entwickelt, ein bisschen dunkler werden. Jetzt ist die Pfanne noch kalt, dann kann ich das nämlich machen. So, man darf es einfach nicht vergessen, immer wieder ein bisschen schwenken, weil plötzlich sind sie braun. Aber wenn man das nicht macht, sind die Mandelsplitter oder die Mandelscheiben so nicht so knusprig und vor allem haben sie viel weniger Geschmack. So entwickelt sich wirklich voll der Geschmack. Da kann man, wenn ich jetzt keine Mandel so hätte, hätte ich genau mit Sonnenblumenkernen machen. Ich kann sogar mit Erdnüsse machen. Ich kann auch mit Haselnuss machen, mit Baumnuss, Kürbiskern, egal. Einfach, es geht darum, dass ich nachher so ein bisschen so eine Crunchy habe, so auf diese Gemüse. Siehst du, jetzt wird es schon braun, also goldig. Es riecht auch schon entsprechend mandelig da. Und jetzt stelle ich da kurz ab, nehme ich diese Mandel hier wieder weg. Und jetzt werden wir die Gemüse wirklich nur kurz so zack, zack in Butter. Ich mache ein bisschen Olivenöl bei mir, weil meine Pfanne jetzt richtig heiß ist. Mache ich da auch noch. Kannst du auch daheim machen, es gibt noch einen zusätzlichen guten Geschmack. Und dann kommt hier ein bisschen Butter. Zuerst die Butter kurz, siehst du, die Pfanne ist immer noch sehr heiß. Muss nicht sein. Also, ein bisschen machen wir da Blumenkohl. Machen wir ein bisschen Blumenkohl, Brokkoli und Romanesco. Fallen schon zusammen da. Und jetzt, wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich immer noch keine Gewürze. Jetzt kommt das Leben im Spiel. Nämlich mit Herdöpfelgewürz. Und ein bisschen Gemüsegewürz. Ich könnte nicht sagen, was besser riecht. Beide zusammen. Suppi. Haben wir da? Also, jetzt geht es wirklich nur darum, dass über alle diese Gemüse ein bisschen Butter um sich bekommen. So eine Butterpflege. Und natürlich Geschmack jetzt durch die Gewürze. Siehst du, die behalten die Farbe, die haben noch Konsistenz, sind nicht einfach so butterweich und sind parat für den Teller. Ich mache hier sogar schon ein bisschen Mandeln drauf. Dann können Sie auch noch ein bisschen diesen Gewürzegeschmack auffangen. Mache ich aber nachher noch auf dem Teller weiter. Ein paar Mandelsplitter, stelle ab, rieche das schön ein und wir können probieren. Okay? Ein paar Blumenkohl. Alles fein und mega fein gewürzt. Der kommt schon. Der Wahnsinn. Wisst ihr, Patricia macht da einfach irgendwo im Fabrikladen, köcheln sie ohne Ende und es schmeckt aber die ganze Firma durch. Machen wir noch Romanesco für dich in dem Fall. Hein? Romanesco ist super. Sollen wir so und dann können wir probieren? Ja, so machen wir noch ein bisschen. Wow, Mandelsplitter. Mandelsplitter, so fein geröstet da. Ich habe die Besteck schon da für dich bereit gemacht. Heute darf ich wieder allein probieren. Wisst ihr, warum ich immer allein probiere? Ich auch. Weil sie will eigentlich nur kochen und sie möchte aber ihre gute Figur behalten. Darum machen wir das. Genau, und deswegen, gerade wenn es Süßes gibt, esse ich doppelt so viel. Jemand muss noch reden, oder? Und sich bei dir bedanken, dass du wieder mal oder das erste Mal dabei bist. Und, sehr fein. Darf ich sagen, sehr fein? Also ich rieche schon richtig gut da. Ich glaube, ich muss probieren. Eigentlich, es riecht so gut. Also schon mal vielen Dank. Bis nächstes Mal auf jeden Fall. Ich nehme gerade von da so ein Romanesco. Mandelsplitterli unbedingt drüber tun. Danke vielmals fürs Zusammenarbeiten, fürs Kochen. Euch danke fürs Zuschauen und ja, ihr wisst es, nächste Woche kommt die nächste Folge. Keine verpassen. Ciao, danke. Fein. Butterig. Fein gewürzt. Sehr gut, haben wir es.